vielleicht noch das eine oder andere davon lernen. Jetzt will ich aber noch kurz zu meinem Lieblingsmusikgenre etwas sagen, nämlich Rock und Metal. Auch da hat es einige Schweizer Vertreter. Die Band Eluvetie ist sicher die bekannteste Schweizer Metalband im Moment und hat auch ins Ausland geschafft. In Deutschland auch ziemlich beliebt, tourt auch um ganz Europa. Ja, sozusagen ein bisschen der Stolz von der Schweizer Metal-Szene, könnte man sagen. In der Schweiz sehr bekannt sind die Hard-Rock-Bands Gotthard und Krokus. Wobei Gotthard für mich fast noch mehr Heimatgefühl auslöst. Nicht nur wegen ihrer schönen Musik, sondern natürlich auch wegen ihrem Namen. Ihr wisst vielleicht, was der Gotthard ist. Der Tunnel, der durch die Alpen geht und die Nordschweiz mit der Südschweiz verbindet. Finde ich einen passenden Namen für eine Hardrock-Band. Ja, und der grösste Name habe ich mir für den Schluss aufbewahren, nämlich Tina Turner. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat Tina Turner mit der Schweiz zu tun? Ist das nicht eine amerikanische Musikerin? Ursprünglich, ja. Aber im Jahr 2013 hat Tina Turner ihre US-Staatsbürgerschaft gegen eine schweizerische austauscht und lebt jetzt, soweit ich weiss, auch noch hier in der Schweiz, im Kanton Zürich. Ja, und man kann schon sagen, dass die Schweiz mit gewissem Stolz die grosse Tina Turner sich angeeignet hat. Ja, auch zu Recht. Ja, vielleicht habt ihr jetzt nach all dem, was ich euch erzählt habe, so richtig Lust bekommen, die Schweizer Musikszene ein bisschen besser kennenzulernen. Und nicht nur die Sachen, die schon bekannt sind, sondern vielleicht gerade ein paar Newcomer entdecken. Da habe ich natürlich auch ein paar Tipps für euch. Es gibt jedes Jahr eine Veranstaltung namens M4 Music. Dort kommen ganz viele Grössen aus der Schweizer Musikszene zusammen und küren auch die besten Newcomer in den verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel Rock, Pop und so Urban und Rap Beats. Also wenn ihr auf der Suche sind nach neuer Musik, das kann ich euch definitiv empfehlen. Oder sonst natürlich, schaut unbedingt mal bei den grösseren Schweizer Festivals vorbei. Jetzt, wo der Sommer kommt, fängt auch die Festivalsaison wieder an. Ich habe schon vorher kurz das Greenfield Festival angesprochen. Wenn euch also die Rockmusik interessiert, schaut doch unbedingt dort mal vorbei. Wobei es dort mehr internationale Bands hat als neue Schweizer Bands. Aber trotzdem lohnt es sich. Andere grosse Festivals in der Schweiz sind zum Beispiel auch das Frauenfeld Open Air. Das ist bekannt für grosse Hip-Hop-Acts. Dann gibt es noch das Gampel Festival, das ist auch ein sehr schönes. Bin ich leider noch nie gewesen. Und das Zürich Open Air ist auch sehr bekannt. Dort könnt ihr auch grosse internationale Namen finden. Sonst, wenn Festivals nichts für euch ist, dann empfehle ich euch definitiv mal die Clubs in eurer Nähe durchzustöbern. Im einen oder anderen hat es sicher auch lässige Konzerte von lokalen Bands. Und es lohnt sich immer, lokale Bands zu unterstützen. Weil man weiss nie, vielleicht ist ja darunter die nächste Tina Turner. Ja, das ist alles, was ich euch heute zu erzählen habe. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spass beim Hören von unserer Schweizer Musik.